Habe die Ehre miteinander, ich bin's, der Bier, das ist der Conny. Ja, übrigens auch ein eigener Podcast. Also, wie viele Illusion muss selber herausfinden, wie man das schreibt. Das ist der Florian. Hallo. Der hat keinen Podcast, nur den da. Oh, der TikTok, oder? Der klang übrigens aus dem TikTok, gell? Ja. Da gibt's geilen Cringe-Scheiß. Kennt ihr euch mal geben? Was muss man suchen? Cringe ist wie da ist. Cringe ist Du weißt nicht, wie es auf TikTok heißt, das ist gelungen und das weißt. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Verdammte Scheiße. Sucht einmal noch Flocki mit 3G. Nein, jetzt mit Instagram suchen. Das ist Schweizerwirtschaft. Sind wir da? Gut? Sind wir da? Sind wir da? Dann, Cheers. Achtung, jetzt Du hast es dir für jetzt aufgehört, gell? Das ist schön. Richtig geil. Oh. Das ist mit dem Ständer? Ey, ich habe jetzt wirklich einen. Also den Tisch, den hebt, das ist... Ja? Das ist ein schönes ASMR. Was du da betrieben hast, das ist Essen. Mit was? Mit was? Ich hab keine Ahnung. So! So, sitzen wir da. Habt ihr da die letzte Woche? Ja, Geraucht und Grab vergessen. Geraucht und Grab vergessen. Was liegt denn da vorne eigentlich im Beutel drin? Da ist doch ein weißer Kasten, ich sehe ihn doch ganz genau. Ah, weiß ich nicht. ich glaube, Egal. das ist ein Gummi. Nein. Ich glaube, also, Toll. einer zum Schnackseln oder einer zum Schießen? Die eine schließt das andere nicht aus, weil der den Gummi zum ist Schnackseln kostet das Was denn mit, das tut mir nicht, schießt mir Ist auch die nicht der wirklich Mongo. Du hast ein Problem und schießt Ich, ich baue Alu-Hackerl und schießt Das ist das Beste, Das wenn ist man, scheiß Ding weg! einer der besten Witze, wenn man einfach nur so tut, als darf man was und dann leider mit. Brauchen wir Schau Stamm. an. Hau jetzt ab mit dem Scheiß! Hör den scheiß Gummi weg! Wieso hab ich den liegen lassen? Hoffentlich ist er fort. Hast du mir nicht selber unter den T-Shirt geschossen, wie sonst selber ist. Mit meinen Rotzodern. Fix, ich sag das, wie es ist. Ja, okay. So, das erste, was mir zum heutigen Thema einfach, das ist zwar schon wieder ein Monat her, aber das ist ja total wurscht. YouTube pusht jetzt Shorts. Ja, Habt ihr da davon was mitgekriegt? dann hören wir jetzt gleich wieder auf, oder? Oder? Ja, das Video ist sauber zu lang, ist total kontraproduktiv. Boah, dann kann ich Irgendwie mein- haben wir schon immer genau das da, was überhaupt keinen Sinn Ja, macht. find dich YouTube. Lass mal nicht vorschreiben, was gut kann ich ist. jetzt richtig gut meinen Sex verkaufen, glaube ich. Aber hallo. Verdammt short. Ich mag jetzt schon wieder ins Mikrofon einbeißen. Hat die 15 Sekunden schon, oder? Weil mein Sex ist wirklich eine Beleidigung. YouTube-Shorts auch generell. Sehr schön. Ja, das ist offensichtlich YouTubes Angriff auf die neue Generation von Videokonsumenten. Flocke-TikToks. Flocke-TikToks. Ihr seid nicht nur scheiße, sondern Bitte auch, sagt glaub mir ich, auf hässlich. TikTok noch Flocke mit 3G, weil wenn Ja. er wirklich so heißt, dann zerreißt es mich. Nein, ganz bestimmt Das nicht. wird super. Ich hasse euch so viel. Ja, weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Konsumiert ihr viel YouTube? No. Ja. Na? Ja. Ja? Sehr viel YouTube. Schon irgendwie was gespannt davon, dass da auf einmal mehr Shorts da haben auf einmal? Du hast jetzt immer mal wieder so die Vorschläge mit drin, wenn du deine Videos durchscrollst, sind so Teile mit drin, aber eigentlich sind es immer nur die 5 selben Videos, die wo da drin haben. Das ist Find jetzt ich. interessant, dass du das sagst, so kommt es mir nämlich auch vor, dass da immer die 5 selben Videos mir Genau. vorgeschlagen werden, da wo ich mir denke, was lasst es mir da in Ruhe sein mit dem Scheiß. immer Ich die kann fünf- übrigens, ich habe ja einen halbwegs größeren YouTube-Kanal mit 150 bis 250.000 Aufrufe im Monat und ich habe ein paar Shorts aus der Vergangenheit und die haben ungefähr, sagen wir jetzt einmal so 1000 Aufrufe gemacht seitdem. Was schätzt denn, was da mit Werbeumsatz gegangen ist? Weil jetzt verdient man ja was mit den Shorts, So. das ist ja der Grund, warum wahrscheinlich sehr viel so TikTok-Spaß ist jetzt auf YouTube switchen und riechen die fetten Kohlen. Und ich glaube, ich habe für 1000 Aufrufe schätzten. Also ich schätze, dass ungefähr ein Drittel von deinem normalen Umsatz ist, also so 1 Million. Ja, ich weiß, und da sind so Trottel jetzt nicht da hören sitzen. Oh, Da hat man jetzt im Whirlpool sitzen. wir darf auf der Segeljagd aufnehmen. Ja. Cool, Leute. Schätzten. Wahrscheinlich Prozent, oder? Ich habe keinen blassen Schimmer, ich konnte es nicht einschätzen. 7 Cent. 7,843 Cent. 7 Zwei. Cent. Ungelogen 0,02 Euro für ungefähr 1500 Aufrufe in der ersten Woche. Ja, da brauchst du ein paar Millionen Aufrufe, das Ja, passt ich eh. wollte gerade Das sagen, ist so geil, also es ist so lächerlich eigentlich, was soll denn der Scheiß? Da steht unser Das Mykonos ist oder jetzt, hört sich jetzt halt wieder so, als weiß ja, Mei, das interessiert mich halt einen Scheißdreck, aber ich finde es halt geil, dass YouTube da voll fett Werbung macht dafür und sich selber voll krass feiert, dass man jetzt dann mit Shorts, mit Werbung was verdienen kann und so und dann kriegst du für 1000 Aufrufe, was im Short-Bereich halt ein Witz ist, das ist eh klar, aber wenn du das mal aufrechnest, dann kriegst du halt für 1 Million Aufrufe, was kriegst du denn dann? Frag mich doch nicht. 2 Euro. Du kriegst 2 Euro für 1 Million Aufrufe, soll das ein Witz sein? Ja, Wenn ich 2 auf meine normalen Videos 20 Millionen von Aufrufen hätte, dann brauche ich halt gar nichts mehr da. 20 Euro.
Ja, aber am Ende des 20. Tages 2 Euro haben 20. oder nicht haben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und das ist richtig, hast du mal, so jetzt mal, da kriegt man doch auf TikTok doch genauso viel, oder? Weiß das irgendjemand? Ich sehe uns jetzt schon auf Mykonos sitzen. müsst jetzt- Also Ja, machen wir jetzt da ein paar Du musst Schwarz. jetzt am Flo gefragt, weil der ist auf TikTok. Ja, stimmt. Was kriegt man da Ich bin Geld? eigentlich auch auf TikTok. Aber ich krieg Ja, du bist keinen genauso Witz. auf TikTok. Das stimmt eigentlich. Ja, ich lade meine 6 Jahre Videos da auf und gleich Ja, machen sie toll. sagen, nein. Das ist so geil. Schwachköpfe. Schwachköpfe. Und ich gebe mir wirklich Mühe mit so manchen Dinger und krieg mit einem Video krieg ich so viel Aufrufe. Ja, dafür ist mit TikTok Ohren. bekannt, dass man sich mit so einem Hochkant-Handy-Video richtig mühe, da hat man Ja. sich richtig reingehängt. Ja, Nein, ist das war kein Video. Ja, damit das der war letzte- eigentlich nur, der- ich hab einfach nur meinen Bildschirm. Der gefilmt. letzte geistig Behinderte aus der Lebenshilfe, sie Content Creator Ich hab ja nur meinen Bildschirm gefilmt. Weil ich hab doch da so, wo wir schon beim Thema haben, Online-Plattform. Hat sich das schon mal bei gemeldet? Wo, bei TikTok? Bei so was für eine Online-Plattformen im Thema Dating. Ja, habe ich mal So, gemacht. Tinder Weil- und so, ne? Tinder und Lavu habe ich mal mitgenommen. Boah, das ist so schlecht wie die Nachtfinster, gell? Ich Da kann ich leider nicht mitschmerzen, weil ich hab bin nicht ordentlich nötig in Ich das hab gehabt. auch Licht gemacht, gewonnen. weil das hab ich gleich schon erzählt. Ich hab doch mal diese sarkastischen Profile gemacht, da wo ich doch einfach so mit meinem Ranzen und so richtig hässliche Fotos, da wo ich so mit dem Bierglas drohing und so Aber was. meine Flex-Selfies absagen, gell, du Mistsau. Ja. Die wirklich seriös sind. Ja, aber es ist halt jedes Mal Und da sind dasselbe. immer tolle Hashtags dabei. Ja, das ist aber das einzig Tolle an dem Bild. Nee. Doch. Und Das sie toll, Bodyshaming das schon wieder. Schon wieder Bodyshaming. Es geht nur Ja, um auf du mit Bodyshaming. deinem Body da die mir schämen. This podcast is very transphobic and fettphobic. Apropos Transphobik und Fett, könnt ihr bitte den Podcast bewerten. Das haben wir mal viel spät. Wir brauchen viel mehr Das stimmt, Bewertungen. ja. Vielleicht schreibt mal irgendeinen random Kommentar in die Kommentare eine auf YouTube, den wir in der nächsten Sitzung behandeln. Ja, genau. Das hätten wir eigentlich schon vor 12 17 Stunden. Folgen machen sollen. Genau, und die 10.000 Aufrufe sind Pflicht, also bis da Ja, fünfstellig, bis wir richtig, fünfstellig haben, bitte richtig. 2-3 Mal anschauen. Richtig, ja. Und was das Wichtigste an dem ganzen Thema eigentlich ist, bitte die Werbungen durchlaufen lassen. Egal ob 28 Minuten, wenn es wieder Bewerbungsding durchgeht, nehmt es mit, es ist für eure Zukunft und für unsere. Es Aber investiert, es müsste es auch so sagen, es investiert in eure Zukunft, wie der Floki sagt. Und sucht einen Floki auf Tinder. nochmal ganz kurz, die hätte ich eigentlich Schon aufziehen wieder? sollen vorher. Liegen die wirklich immer noch umeinander? Die liegen immer nur umeinander. Immer nur, das ist ein ganz komisches Mit Ding. dem Aufräumen hat er es nicht so. Ja, so ist er nicht. Aufräumen ist nicht so mein Ding. Ja. Aber verzeih jetzt mal noch deine Tinder-Erfahrung. Ja. Ah ja, das ist das einzige TikTok, was bei mir also ein bisschen viral gegangen ist. Da wo du dann wirklich Kommentare drunter kriegst, oh Traummann, dies und das und oh, will ich sofort liken. Ich sag jetzt mal so, einen einzigen Like habe ich bekommen auf 6 Wochen, glaube ich. Und ich mir gedacht habe, okay. Aber ich habe dann nur so richtig Scheiß dazu geschrieben. Also so wirklich, ich suche eine Frau zum Heiraten. Ich will Kinder. So nicht diese schnelle Nummer, sondern einfach nur Scheiße reinballern in das ganze Hätte kein Ding. Interesse an was Festem. Ja, da bin, Stuhlgang zum Beispiel. da bin ich genau der Richtige für dich. Nein, da ich hab schon mal drüber nachgedacht, das auch zur Gaudi zu machen. Weil da man mich halt auch 2, 3 Leute kennen, weil ich einfach wissen möchte, was käme da. Das darf mich einfach interessieren, wenn ich mich bei solchen Sachen ummelde und dann da ein Video draus mache und so. Aber ich denke, die Leute bloßstellen, ist halt auch Na, aber schwierig. das ist wirklich tatsächlich, da wusst du dann wirklich in dem TikTok, oh na, das ist ja so schön und so humorvolle Männer, die liebe ich. Und dann siehst du aber diese gequirlte Scheiße. wo Hast du du dann ein schwuler Ei, du bitte? Sag Natürlich doch. nicht. Oh Mann! Aber langweilig! stopp, da habe ich was Cooles gelesen. Das ist nur so ein kleiner Hack. Den habe ich jetzt vorgestern, glaube ich, habe ich den gelesen. Und da ist drin gestanden, wenn du den Algorithmus pushen willst von dir, dass du praktisch mehr Likes kriegst, dann musst du halt einfach so als du bi einstellen, dass Männer und Frauen dich liken können. Dann bist du viel mehr gepusht auf die Weil ich halt doch mit so viel Leid sehen. Ja, So ein Dreck! habe ich jetzt die da gelesen. Ist in Tinder sowas wie Social Media verbunden, oder Ja, was? Oder auch. da Auch. geht's und da geht Geht- man rein und dann sagt man ja, Nein, die nein, ganzen ja, Frauen- nein, Ja, 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 nein, genau. wenn ich besoffen bin, nein, ja. Ja. Boah, das war nur eine Option, so eine dritte. Schon wieder Patentdomain. Los. So Ja, wenn ich besoffen bin. Modus. Ja, ich dachte aber nur, wenn ich besoffen bin. Der besoffene Modus ist dann, wenn automatischer Filter über dem Gesicht ist. Willst du das nicht mit den Händen oder mit deinem Penis bedienst? Reste-Fegel-Modus. Stark. Na, Stark. That Aber die escalated ganz- quickly. Ganz viele Frauen nehmen ja so Tinder, Bumble und Co. nehmen sie dafür her. Was Bumble? Ja, Bumble ist ja eigentlich so. kenn ich Der gar Unterschied, Vom ja, Namen her kenne ich so. der Unterschied ist eigentlich, der große Unterschied ist der, dass Frauen, die einfach bumsen wollen, glaube ich, sind auf Tinder ganz viele. Die anderen, wir reden jetzt wirklich nur von Frauen, weil Männer, die wollen immer nur bumsen. Sagen wir es, wie es ist. Ja, so muss es ist. Und auf Bumble ist halt so, dass die Frau den Mann anschreiben muss, weil du darfst Kunst als Mo oder keine Frau nicht anschreiben. Und auf Tinder ist ja Gesetz, der Mann schreibt die Frau an. Und auf Bumble ist halt andersrum. Und da, glaube ich, ist halt wirklich die Frau drauf, die
wirklich auf eine Beziehung und ich suche meinen Traummann. Ja, und ich glaube, so ist es halt aufgebaut. Dahin. Glaubst du, jemals Dickpics funktioniert haben? Glaubst du, dass jemals jemand das frage ich irgendeiner mich schon Tussi immer. ein Schwanzbild geschickt hat? Achso, Schwanz, ich dachte Dickpick. Verzeih weiter, Alex. Von dem... Bauch. Verzeih weiter. Ich erzähl weiter. Los mit Schmerzen. Das ist ein Weibler, das kriegt alle von Seiten ein Battle von einem Typen, der seinen Schwanz in der Hand hat und sie dann so, oh ja, geil. Squirt Alert. Genau, so wie Sprenger. Ich bin ein Rasensprenger. wir Springbrunnen, ne, was das Battle kriegt. Ich komme gar nicht auf die Idee. Das haben wir schon immer gedacht, warum sollte jetzt einfach so aus dem Nichts heraus der das schicken? Das Ab in die Kommentare damit, ob jemand eine kennt, der auf sowas schon mal angesprungen ist. Das darf mich interessieren, ob das jemals funktioniert oder ich kann mir es nicht vorstellen. Und Ich sage mal ja so, gut, wer outet sich da freiwillig, dass er wenn- jemals ein Dickpick verschickt und wenn hat? das Aber ich sag funktioniert jetzt mal hat, dann so- schickt mir einen Kontakt bitte. es ist jetzt auch Ja. wirklich so, dass ein Penis ja wirklich nicht authentisch oder richtig schön aussieht. Ne? Deiner nicht, oder wie? Na, generell. Also ich war schon in vielen Fußballmannschaften und da habe ich schon einiges gesehen. Okay, aber hast du meinen noch nicht gesehen. Zeig. Der ist zauberhaft. Ohne Eier. Squirt Alert im Chat. Genau, ohne so weiße Flecken hier. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemals funktioniert. Sag ich dir, wie es ist. Und mich würde interessieren, wenn jetzt ein, zwei Frauen zuhören, ob die ab und zu Brunskauche-Fotos dann einfach so verschicken. Stimmt, warum gibt es denn diese nicht, dass Ja, das Frau nicht einfach ihre Karre verschickt einfach Einfach so? so. Aber das ist jetzt das andere. Würden wir darauf anspringen? Ja, Logo. Ja, was ist, wenn Behindertenfrau geht? Ich darf mein Handy abschlecken. Das soll er nicht anfangen. Das ist so cool, Alter. Das Handy abgeschleckt, kurz das wasserdicht sind mittlerweile. Depf, Karre oder Hintern? Ich glaube, dass Tittenbeutel so das weibliche Pendant zu die Dickpics sind. Ja, aber ich habe noch nie Tittenbeutel gekriegt. Ja, da habe ich tatsächlich schon mal welche gekriegt. Du hast Tittenbeutel, einfach so. Ja. Einfach so. Ja. Warum? Die hat noch angeschrieben und hat halt nicht gewusst, was schreiben Die soll. wollte halt gerne, jetzt zipf wieder mal rein, da, du hast gesagt, nein, dann hat sie gesagt, da. Naja, so ungefähr was. Ich war leider vergeben in der Zeit. Das ist immer, irgendwie, solche Sachen passieren immer, wenn man vergeben ist. Das ist. Das ist mir wirklich noch nicht passiert. Scheiße. Ich schick dir mal welche, bitte. Ja. Hodenbilder. Ich verschicke immer Du Hodenbilder. warst bloß noch im Fan-Treffen in Minge, 2018, der Comic-Con. Da war eine, die da weiß gegangen. Die Ehrlich? war, weiß ich nicht. Richtig anständig. Die war wahrscheinlich 14. Oder was Perfekte weiß Alter. ich. Die hat, Fast perfekt. die hat Eumels gehabt, Alter. Früher Das war's kannst mal du dir perfekt. nicht vorstellen. Ich bin die ganze Zeit, und dann war die Anzung, gerade dass sie nicht rausfallen, da waren wir zwei, weil geh weg von mir, weil sie mich einsperren. Das war ein wenig unangenehm. Stop it. Das war ein wenig unangenehm. Hast du nach dem Ausweis nicht gefragt? Sag mal, jetzt mit den Zeig Ausweis. mir den Ausweis. Psst, mach. Dann steht McLaren drauf. Sturk. Das war unangenehm, war sehr unangenehm. Jetzt in den Onkel Werner Schlange müssen praktisch. Ja, Okay. der war leider nicht da. Scheiße. Also ist War kein Onkel Werner Abend. schau, der ist praktisch unbefriedigt worden. Ja, Ja, Florian, hast du aber was? gern, Ja, hast du was? gern mehr Tittenbeutel. Also, Bitte ab in den Chat. Schade, dass wir noch keine Battle posten können. Nein. Wird schon einen guten Grund haben. Ja. Tittenbilder und Co. bitte an podcast.bürgerwehr.de. Ja, richtig. Genau. Aber würde bitte ich- keine Schwanzbilder. Wer ist jemand Schwanzbeutel? Ja, oder und Und wenn, dann so, schreibt den Betreff Kani. ja, genau. Schaut's gar an. nicht. Wenn er schiebt, Kann ich- wenn er schiebt, ich mag Bitte nur du nur schauen. die Groden. Ich mag nur die Groden. Kann ich Bongner bitte? Bist du Linksträger oder Rechtsträger? Links. Meiner ist Grot. Weiß ich nicht. Mann, aber er folgt ja trotzdem. Also entweder Nein, ist er wenn so er kurz, so- dass er nicht nach Ja, links genau. oder rechts folgt, ja. Ich wollte jetzt. Ja, okay. Das ist der Ja, gut. typische Nahkampfstachel, Das ist wie man genannt hat. Das ist praktisch, der steht da immer. Ja, auf alle. Ja, okay, verstehe. Kurzes Wie viel das Geld? Das ist, ich kann ja nur im Stehsachen, aber im Sitzen. Was haben wir sonst so dabei? Florian, du hast was Tolles dabei, habe ich gehört. Oh, was habe ich dabei? Musst du Boah, jetzt lesen? ich muss lesen. Boah. Weil ich hab wirklich gute Sachen. Frage, die wo ich mir gestellt habe: Was habt ihr für schlechte Angewohnheiten, die wo ihr selber schlecht findet? Oder komisch. So komische, schlechte Angewohnheiten. Da wo ich selber manchmal erwischt und ich denke so, okay, what the fuck. Hab ich Ich gar kann nicht. nicht mal von meiner erzählen. Ich muss immer Sachen zählen. Das ist zum Beispiel, wenn ich beim Schwimmen bin oder so, ich zähle dann immer jeden einzelnen verfickten Zug, bis ich die eine Bahn erreicht habe und dann fange ich wieder mittendrin, aber ich zähle das im Kopf schon mit und dann bin ich wieder so bei 12, 13, 4, so ganz Denkst du behindert. dann da auf Hochdeutsch kurz oder was hast du denn jetzt für einen Schlaganfall gehabt?
Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ja, das war auf einmal da. Das war so, ich habe jetzt gerade Schlechte einen- Angewohnheit. Ja, so, das ist zum Beispiel auch nicht von mir. Das Du ist ganz zuerst. komisch. Ja, ich überlege jetzt auch gerade, aber ich finde mich selber eigentlich so geil, dass man da nichts. Das ist. Na, der komische. Schlechte Du hast ja bestimmt Angewohnheit. komische. Ja, deine komische Angewohnheit, zum Beispiel deine Fitnessstudio-Bilder. Nein, die sind geil. Nein, die sind wirklich komisch. Die sind richtig gut. Nein. Was heißt schlechte ist diese Angewohnheit wahrscheinlich schon die Säge. Sachen schlecht schmerzen, obwohl sie es vielleicht gar nicht sind. Ja, und gut, das unbewusst damit anderen Leuten etwas schlecht machen, wovon ich nichts habe. Das passiert manchmal einfach so. Weiß ich nicht. Wie sagt der im Fight Club, ich hatte Lust, etwas Schönes zu zerstören. Genau. Das ist einfach, manchmal habe ich das so. Und das ist unangenehm, fällt mir selber nicht auf. Ist Das- seine eigenen Schers riechen, ist das unangenehm? Nein, das ist normal. Das ist schon normal, okay. Da hab Ich- Wie aber tust du auch- das? Dass du zuerst hinterher und dann? Oder Nein, was? nein. Also im Ja, Sitzen doch, und dann manchmal schon. Du hast sozialer Hurensohn! Nicht Spaß, nicht Spaß! Aber, hey, andere Frage, wenn es im Bett liegt. Ich hab ein Bettdeck ganz normal drüber und wenn es furzt, lasst es den dann da drunter? Ein bisschen, wenn ich noch ein paar Mal muss, ja. Ja, und dann muss oder, man. oder der zieht es hoch und dann. Nein, los, jetzt Nimmst unter, du bis ich nicht. weiß, dass eine zweite Person reinkommt und dann kommt der Dick in Tee. Ja, das passiert bei mir leider Ich nicht. teile gern. Ich hab da nur meine Katzen und die nächste ist komplett wurscht. Manchmal stellt man den Knädel ein und der Bettdecke ein. Das ist Alter, fein. und der Knädel, Der Knädel lässt- richtig. der Knädel so krass, Alter, da meinst du wirklich, der hat, weiß ich nicht, 4 Wochen verfaulte Katze gefressen oder so. Das ist wirklich unfassbar manchmal. Der Hund ist so klar und stinkt wie ein ganzer Rudel Also das macht das auch so. von Bären. Ja, Gut. sicher. Gut. Das, ich hab, war ich mir nicht sicher, weil. Schlechte Angewohnheit. Ich schreife, ey. Das kann vielleicht auch nicht sein. Weil das Das machst du aber auch. Das mache ich auch, aber ist keine schlechte Angewohnheit. Eigentlich nicht, nein. Aber andere finden vielleicht ab und zu stören, wenn du zum Beispiel irgendwo sitzt, dann sagen wir in einem Biergarten, hast 3 Bier gesoffen und dann wird es noch schlimmer. Dann wird nur umeinander geschrien. Das stimmt, ja. Und dann hast du im Freundeskreis auch so Kandidaten, also unsere Abende werden eigentlich schreien verbracht. Das ist so der Werdegang eines Saufabends. So. Also Ja. spätestens nach 3 Stunden kann sich keiner mehr normal unterhalten, sondern nur noch so. Oh, leck, was ist das noch? Ja. Genau, und dann schreien da 2, der dritte möchte zu dem anderen noch schreien, das ist irre, da geht's zu. Aber das würde ich vielleicht sagen, dass ich oftmals halt auch nüchtern sauber zu schnell Immer das Gleiche. Okay, bei mir, ich habe noch den Unterschied beim Autofahren. Wenn ich Musik höre, bin ich so ein richtig aggressiver Autofahrer. Dann hasse ich alle Leute vor mir. Egal was die deren, die Kanten rechts hochfahren und mich vorbeilassen und die dann nur sagen, du verfickter Kacknudelwichs. Autofahrer. Boybär. du Frau. Hashtag Kacknudelwichsbär. Du Frau. Und wieder haben wir knapp an der Grenze. Das war's dann mit dem Podcast. Oh, Ja, wenn ich das nicht verstehe, das ist seid ihr geistig da fein? behindert. Ja, Ein echt bisschen so. Sexismus, das ist Kannst doch mich ja immer gut. Rolling Kavalierst du nennen. liegt dir nicht dabei. Was? Aber Ich hallo. ja Rolling nennen. Rolling schon wieder. Ja, aber wenn ich am Podcast oder so höre, dann sitze ich in dem Auto und ich habe so viel Zeit. Dann ist mir das alles egal und dann sitze ich da drin und höre das ganz gemütlich, aber das ist noch was, da will ich mich Autofahren ist generell so eine Sache, ich hasse Autofahren. Ich fahr aber so nicht in den selten Podcast Auto. her. Also, dann ist geil. Aber bei Musik, da bin ich richtig aggressiv und hab keinen Bock. Bei mir ist es ja umgedreht. Mir macht Musik ruhiger und dafür regen mir manche Podcasts so viel auf, dass man oft dann denkt, halt doch einfach mal den Maul jetzt, du nervst mich. Ist ja nicht so, als kann man auf Pause drücken. Nein, ich habe jetzt letztes Mal, hätte ich jetzt wieder einen angehört, also jetzt nicht mehr ich, aber die waren so behindert, dass ich gesagt habe, ja, tut mir leid, 20 Minuten und ich bin raus, wegschalten. Ich glaube, wie viel eine Mobilisation hat der gekostet? Wo du nicht dabei warst in deinem eigenen Podcast. Zwei Vollmongos gibt es. Wenn ich euch zwei aufnehmen darf und ich war nicht dabei, das wenn ich mir hochhören müsste, ich darf wieder schießen. Da will das Ding, ich habe das Gewinnspiel gehabt jetzt die Tage auf Facebook, glaube ich, oder? Seh. Was ist der beste Podcast? Da wollte ich eigentlich Spätwirtschaft runterschreiben, aber habe ich nicht drauf. Warum denn? Ich habe nicht gewusst, ob das dann Pussy. cringe ist, ob ich dann schreibe Spätwirtschaft, dann ist das der eigene Podcast zu mir einer Winger. Ja. Aber gut, das andere Das ist ja ganze auch... Gewinnspiel ist ja auf diesen Scheißwitzaufbau gewesen, also hätte schon dürfen. Ja, okay. Vielleicht mache ich nur nachträglich. Ja, ist schon gut. Scheiße. Ist schon gut. Scheiße. Mach das nochmal eins. Nur Wenn wir für... wieder was gesponsert Habe ich da nicht haben. einmal, da habe ich doch auch ein T-Shirt habe ich da gesponsert, glaube ich, oder? Da habe ich irgendjemandem mal ein T-Shirt geschickt. Du hast das T-Shirt gesponsert, ja. Da erinnere ich mich schon gar nicht mehr, wie hat das überhaupt gekriegt? Ich habe keine Ahnung. Der Freddy. Hat er sich gefreut, der Freddy? Ja, der Freddy freut sich da. Kennst du den Freddy? Das ist einer von der letzten Folge, was verzeiht, von den Ulmer Spätzeln. Von Das den ist- 20 Minuten, wo du sagst, ich wollte nicht rein, die Scheiße. Genau. Nein. Ah, das ist einer von den Spätzl aus Ulm. Der Ach hat, so. Hammer, ja, hat sich ja, gefreut, der Freddy. Ja. Freddy! Schönen Fred Gruß an den Freddy, viel Spaß mit dem Shisha-Lager. Freduard. Freddy Wenn war er es überhaupt hat. Ja. Hat er gar nicht oder so, außer dass er in seinen. Köstlich. Schöner Tod. Ja, spätestens jetzt hätte ich ausschalten. Spätestens jetzt hätte ich weggeschaltet und hätte gesagt, ihr 3 fetten Fotzen, halt bloß halt ums Mal. Nein, du Warte. einer Fetter.
Du eine fette Fotze. Eine fette Du Fotze. schaust das um ein Gender. Ja. Ja. Okay. Gut. Hat sie gerade gerollt. Landet man schon wieder sofort bei dem Thema. Ja. Ja, was ich so hab, mir ist mal vor Zeit wieder etwas passiert und da haben wir so gedacht, es gibt so Situationen im Leben, und ob ihr es auch schon gehabt habt, wo ihr euch im Nachhinein gedacht habt, schaut, dass ich da nichts gesagt habe zu den Menschen. Kennst du solche Situationen? Und wo passieren die Situationen meistens dann in der Dusche, finde ich. Bei mir ist es Wo dann wenn's meistens in dann der Dusche einfällt. und dann so, oh fuck, das hätte ich sagen müssen oder das war der Punkt gewesen und da hätte ich ihn so richtig... Thema Schlagfertigkeit. Nicht mehr das, sondern bei mir war es so, kennst du das aus Dickendorf und Kochleffe? Ich weiß nicht, Sagt mir irgendwas. ob es den noch gibt. Da bin ich angestanden und dann hat der vor mir ist bedient worden und der hat sich aufgeführt wie ein riesiges Arschloch. Und das Mädel, das da bedient hat, hat dann so gesagt, ja, das tut mir leid, das ist mein erster Tag und sie muss es erst noch lernen. Und er hat gesagt, ja, das ist das allerletzte und du kapierst es nicht. Und im Nachhinein haben wir so gedacht, eigentlich hättest du ihm sagen sollen, du fetter Vollidiot, halt doch dein dämliches Maul, weil sonst schlage ich mit deiner Currywurst, das du gerade bestellt hast. Und das ist mittlerweile ist das 10 Jahre her, glaube ich, und es wurmt mich heute noch, wenn da das in den Kopf kommt, dann wurmt mich das immer noch, dass ich dem nicht übers Maul gefahren bin, dass er seine dämliche Fresse halten soll. Ja, doch, kenne ich. ja. Und mir fällt jetzt da gerade kein bestimmtes Beispiel nicht ein, aber ja, kommt vor. Ja, Da wo ich das mir denke, so, Alter, warum hast du nicht einfach gesagt, halt dein dummes Maul, du Wichser, weil jetzt gibt es gleich die Blutgrätsche von hinten. Ja, mir passiert seitdem auch nicht mehr, weil dann waren wir beim Mackie, nach dem, waren wir fort und dann in der Früh total voll noch, eine in Mackie. Und dann ist halt dazugegangen wie Scheiße, gell? Und dann steht da einer drin und führt sie auf. Und Landau Mackie ist nicht gewohnt, dass der Fall los war früher, weißt du? Und führt sie auf, aber das kann nicht sein, dass es so lange dauert. Und bei uns in München, da wird das alles viel schneller gehen. Und dann dreht er sich um zu mir und sagt so, ja, was sagen Sie dazu? Und ich hab dann gesagt, halt doch dann dein Maul und fahr auf Minger, du Trottel. Und dann ist er da gestanden und hat sich dann nicht mehr beschwert. Das ist nämlich so geil, diese Arschlöcher, du musst nur übers Maul fahren. Du musst einer nur übers Maul fahren und dann ist er Ruhe. Weil das bei denen normalerweise keiner tut, weil normalerweise die Leute halt immer stark sind, vielleicht natürlich wegschauen und sich den Kopf beideln oder so. Aber niemand jemals die haben ja immer so. Das ist ja nicht bloß einmal jetzt da so, weil er gerade einen schlechten Tag hat, weil solche Leute sind sehr oft so, dass die was weiß nie, was die für Komplexe haben, dass dann meinen, die Leute, die beim Mackie arbeiten, sind weniger wert wie sie und dann kommt dieses Verhalten auf und dann in dem Moment, wenn jemand kommt und sagt, mein Gott, fahr halt dann auf Minger, du fetter Wichser, was meinst du eigentlich? Dass sie nicht wissen, was da sind und dann sofort stark sind. Sofort auf Aber der so eine Stelle. Situation habe ich heute auch gehabt, tatsächlich. Heute? Heute, ja, wo ich die angerufen habe. Ja? In dem Moment ist nämlich einer, da bin ich beim Untersport gestanden und ich war zwischen Dönerlohn und Gigalmo. Ja. Da bin ich gestanden und habe dann mit dir telefoniert. Und dann ist praktisch gegenüber vom Gigalmo, das ist doch die Schüttel vom Intersport und da ist doch diese Einfahrt, die erste. Ja. Und da hat sie einfach einer neben die Schüttel gestellt. Außen. Aber nicht innen auf die Parkplätze, da waren ja nur 5 frei. Alter Opa, 60 Jahre, 65 Jahre. Ja. Und dann habe ich gerade mit dir telefoniert, dann ist er halt schon ausgestiegen gewesen und dahinter gefahren, da hat keiner mehr reingefahren, keiner nix. Und der hat sich sein Kicker geholt. Zu Gigalmo, ey, boah, wie geht's dann? Und alles gut. Da wo ich mir dann dachte, da war es leider schon spät, aber genau sowas. Du müsstest eigentlich sagen, währenddessen er am Aussteigen ist, soll das ein scheiß Witz sein. Ja, also soll das ein scheiß Witz sein, du alter scheiß Gratler. Ja, gerade die Alten, die haben ja auch Zeit, ne? Reifen zusammengestochen. Die sind die dann, die Respekt vor dem Alter verlangen. Ja, genau. Das sind die, die sagen, ich grüße dich nicht erst, du grüßt mich, weil ich bin älter. Genau. Mir scheißegal. Und wie, du schmerzt mich mit du. Das wird dann schon ich entscheiden, mit wie die anschmerzen. Ich bin überhaupt froh, dass ich die überhaupt noch schmerze. Nein, solche Leute, Und nicht der die hasse ich wie die Pest. Ja, das Die ist der wollen erste, was Besseres haben das ist oder der keine erste, Ahnung. das ist schon ein kleiner Funken Zivilcourage, sag ich, wenn du dich nicht Leute übers Maul drüber fährst. Ja, das stimmt, und das habe ich auch gerade gedacht, wie man das am besten nennt, Zivilcourage, weil das jedem da drin in dem, ich habe jetzt halt speziell diese Mackie-Szene, weil ich es mir richtig geil vorstellen kann, wie es war, jeder hockt da drin und wenn viele Leute und sind, keiner sagt was, aber jedem ist unangenehm. Genau, jeder ist und genervt von Gott dem sei Typen. Dank sagt einer, Gott halt die Fresse, du Mongo. Und der Rest soll jetzt sofort klatschen. Eigentlich Damit er gleich weiß, fang erst gar nicht an zum Zurücknehmen, weil sonst der schlung die da in 20 Leute. Ja, das ist echt so, du merkst das voll oft, ich hab das auch mal gehabt auf einem Konzert, ich bin ja so metalmäßig unterwegs und gibt es immer einen schönen Pogo und du stehst da dann, wer nicht pogen möchte, der geht weiter aussehen. Und dann hast du immer wieder so Idioten, die sich dann da an dem Rand, wo die Leute nicht pogen wollen, hinstellen und hauen umeinander und aber Vollgas. Und dann waren wir auch, ich glaube, das war bei Diesnatz, haben wir uns da angeschaut und dann, ja, da ist der Pogo-Kreis und da stehen die Leute, die nicht pogen wollen und einer steht da, wo die Leute nicht pogen wollen und haut das so umeinander. Und dann hast du so ein paar so Damen gesehen, die schon die ganze Zeit so und waren schon voll lästig und mir dann auch schon so genervt, der Typ, dass ich dann von hinten hin bin und haben dann packt an seinem Rucksack und bin mit ihm durch die Leute durchgelaufen bis im Moshpit rein, wo es dann gerade umeinander geschlagen hat. Er ist nur noch bereit zum Werk und dann zurückgeht, weil dann ein Haufen Leute genervt waren und jeder so, oh danke, und jeder hat sich bei mir bedankt. Und ich hab mir gedacht, warum tut's denn nicht? Da sind ein Haufen gestandene Männer dabei, wenn der Typ
der hat 2 Kilo gehabt, haut's doch einfach weg. Und das sind Das immer ist so Situationen, wo du merkst, drum, interessant. jedem hat's gefallen im Kino, das Gleiche. Leute, die das Maul nicht halten können im Kino. Ja. Einmal Da ein haben Schrei. wir schon, mit sogar so vorletzte Folge, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht. Deswegen gehe ich nicht mehr ins Kino. Aber ein Deswegen Schrei zu geh den ich Leuten und dann nicht ist, mehr ins die Kino. reden, den Schnaufern nicht einmal mehr Ja. im Kino, das ist super. Vollidiot. Ja, nein, Kotzt das mich ist ganz so. schlimm. Ja. Außer bei Avatar 2, da darf man Ratsch noch mit dem Handy spielen, weil der so beschissen ist und die 3,5 Stunden lang ins Kino einzwingt. Furchtbar. Aber das habe ich nicht mehr so im Kopf. Ich war jetzt schon länger nicht mehr auf Konzerte und so, aber früher halt volle Kanone und Festivals und was weiß ich. Da herrscht immer sehr viel Disziplin in so einem Genau. Moshpit, das eigentlich krass ist, da wenn so einen wirft, geht sofort jeder auf die Seiten, glaubt die zusammen, bringt die aus, schaut sogar noch nach, ob da was feit oder so. Und da ist immer, da hat nie was gefeit. Also nie. Das ist ganz selten. Ja. Das wundert mich, dass dann sicher eine Du hast immer gibt, so ein paar Ausreißer dabei. Und das ist mir nie, aber habe jetzt gerade nichts im Kopf, ist mir nicht wir passiert. haben auch gehabt, in Straubing hat es Metal Invasion gegeben, dann spielt Azalea Dime und dann haben zwei so fette Biker-Typen da, also haben so einen Biker-Kutten angehabt und die haben sich immer hingestellt und haben alle nur eingehauen in die Leute. Und dann hast du drum dumm gesehen, dass jeder schon voll lästig war auf die zwei. Und sie sind sich geil vorgekommen und haben in eine halbe gesucht und haben wieder eingehauen auf die Leute. Und dann vor mir haben sie auf der Seite ein paar Leute gesammelt und dann hat es Dropkicks gegeben. Leck mich, aber da habe ich nämlich nur zugeschaut, weil ich gerade fertig war vom vorigen Pogo. Und dann denken wir so, oh, da braut sich was zusammen. Und dann haben wir ein bisschen auf die Seite geschaut und ein Bier getrunken und gedacht, schauen wir jetzt so, oh lecke, die Typen haben es aus dem Leben, aus dem Moshpit auszudrehen. Ja, so gehört es halt dann auch gemacht. Schönes Ding. So gehört es halt dann auch. Wir waren jetzt auch bei Monika Gruber, die Dog. Ja. Und Da waren sich einige der ganz wenigen Stand-Up-Comedians, die mich ein bisschen zum Lachen bringen können. da war davor dieser Roland Hefter, glaube ich, heißt der. Jetzt auf Der ist geil. Roland Hefter ist super. Der hat eine Okay. Viertelstunde, hat der dann 2 Lidl gespielt, der will zwischendrin gerade richtig stark. Also Okay. Von wirklich dem habe ich einen lustig. Fußabtreter daheim, wo draufsteht, das Leben ist eh schon schwer und jetzt kommst du daher. Also der ist wirklich, also der war Viertelstunde, die erste Viertelstunde da, der war auch gut. Und da waren wir aber an der Bar und da haben wir uns was zum Trinken geholt. Und dann ist so eine fette Frau neben uns gestanden. Und da waren praktisch mir mal gemeint, das ist so dritter Kass. Ja. Mehrgewichtig, Nein, das war aber- mehrgewichtig. Ja, dann ist halt eine mehrgewichtige Frau, wo sie mehr toll gefunden hat, als das sollen hätte. Und dann waren Ja, da mehr 2 Gewicht, Kassen. mehr toll, ist ja Und da klar. waren aber da 3 Leute in der Bar gestanden. Und dann haben wir gemeint, die haben eine dritte Kasse und haben uns da links daneben hingestellt. Waren wir hinter der Sie Frau. hat einen von eigentlich. denen gegessen. Nein. Sie hat Nein, und Bar die ist gegessen. dann, genau, die ist dann in der zweiten Kasse gestanden und wir in der dritten. Von lauter Wut im Ball Fickt gegessen. euch doch! Redet euer eigenes Scheiß! Sie hat Ja, alle ich weiß nicht mehr. Schalen mit den Nüsse gegessen. Die Jetzt- da. Und auch die Schalen. Und die Schalen. Jetzt reden wir weiter. Bitte, Florian, redet weiter. Bitte, Flocki, jetzt komm. Oh ja. Ich halte jetzt auch meinen Schnauzer. Da war eine fette Frau. So, noch. Okay. Genau, und dann haben wir uns praktisch dann. Dein Maul jetzt! Mehrgewichtig. Aber fette Frau ist einfach lustig. Nein, das ist nicht lustig. Nicht, wenn sie sich vorkommt, wie als wenn es, was weiß ich, 1,70 groß ist und Heidi Klum. Aber gerade das ist ja das Lustige. Ja, die ist aber Heidi Klumpen. Ja, Heidi Klum. Und, Heidi Klumpen. na, ganz schlecht. Stell dir vor, du bist ein 70 Schau, das einer kommt Klumpen. Ein 70 groß, so richtig geil und das sitzt, dass der Ranzen bis zu den Kniescheiben hängt. Richtig Kommst du geil. richtig geil vor und dann heißt es Heidi Klumpen, Alter, richtig stark. Richtig guter Charakter. Jetzt verzeih endlich, weil ein Ich Schlagen weiß war. nicht, ob ich das verzeihen kann. Jetzt lass ihn mal die Schatzbrüder hinten liegen. Haben wir auch noch nicht gehabt. Nein, das war jetzt halt. Sag, Geschichte von der Fetten! Schnell! Von der Heidi Klumpen. Also mit der Geschichte. Scheiß Heidi Klumpen, Alter. Nein, boah, auf die war ich so sauer, ey. Die hat mich so richtig gebiestet. Auf jeden Fall waren da 2 Kassen. Und wir haben uns praktisch an der rechten, natürlich, weil alle Menschen dann komplett blöd, du kannst da hintrigen können und alle stellen sich an die erste Kasse. Eh klar, weil das blöd haben, anstatt das hinterher auf die zweite gehen. Dann haben wir mir halt praktisch gewartet und gesehen, okay, das ist die zweite, steht diese Frau auch da hin. Dann hat sie aber War die auch auch fett? Nein, das war die. Das Ach so, war die. die war die Fette. Fette, das war die Fette. Heidi Klumpen. Mehrgewichtig, Heidi bitte, Klumpen. mehrgewichtig. Vielleicht war es eine Mo, die sich fühlt wie eine Frau, aber das ist ja wurscht. Dann haben wir irgendwann gut, das ist eine dritte Kasse. Und haben uns dann nach links gestellt und dann haben sie uns aber zuerst Strucknummer geholt. Und dann habe ich gesagt, na, pass auf, die Dame war vor uns dran. Und weil du schon gesehen hast, die Feiner ist dahinter Zug, gestanden. feiner Zug. Die ist dahinter gestanden, hinter der Frau, hat die ganze Zeit schon so ihr Dringer hingehalten, die war so nervös. Und dann habe ich halt gedacht, Ja, die hat Hunger gehabt. ja, nicht nur Hunger und Dusch. Und boah, da hast du schon gemerkt, die ist richtig sauer. Wenn die uns vor uns gezogen haben, dann habe ich gleich gesagt, ja, na, passen Sie auf, die Dame war vor uns. Die hat uns keines Blickes gewürdigt, die dumme Frau. und
Dann gar nichts, kein Danke, kein nichts, sondern einfach hat dann bestellt, hat uns kein Blick gewürdigt und ist gegangen. Und dann war ich wieder so sauer, dass ich sage, eigentlich hätten wir wenigstens einen Fuß legen sollen, das Ding wieder Eigentlich schon, aber die aufgefallen. waren nicht mit dem Tee Na, ja, das war aber nicht unser Problem gewesen. Hätte überhaupt umfallen können. Ja, keine Arme, keine Kekse. Das war wie so ein Trampolin, die hätte. They see me rolling. They hate it. Hättest du noch neu geschrieben, du fette Scheiß aus Wachtel und dann Blutgrätsche von hinten. Na, also, boah, da war ich so Da, wenn du sauer. nicht grätscht, wo grätscht denn da hin? Das ist auch Na, wieder, weil du schaust auf die Leute und die sagen dann nicht einmal Danke oder schauen. Ach, ja, aber du weißt ja, wie das ist, wenn du voll Hunger hast. Und die hat ja 24/7 voll Hunger. na, Du bist diese halt lästig. sie einfach in ihr Knie. Jetzt sich Snickers hingehalten. Snickers für Stickers. Hättest aber noch einmal pissen. Dickerchen. Für Stickerchen. Na, du kleine fette Wachtel. Immer die verdammten Fetten. Sind immer, ja. Ich darf's mal hören. Ja, wir alle. Schauen dann, wir alle nicht drin. Ja? Gut, dass wir uns wenigstens einen Red Bull reinsaufen. Ja, Red Bull. Und Red Bull. nicht einmal das mit Ist null übrigens nicht Kalorien. unser Sponsor. Ich möchte mit gezielt darauf hinweisen. Die stehen ja nicht jetzt da, weil wir es da haben. Aber Red Bull, Weil es geil schmeckt. kann man mir. Mit dem man natürlich. Ja, warum sollten uns jetzt Red Bull irgendwas zahlen, wenn wir ja eine Scheißdosen umsonst da stehen? Das ist ein Die waren Red nicht Bull. umsonst. Es ist ein Red Bull. Das ist ein Red Bull. Ja, das ist der- Red Bull, Das kommt aus China. Das ist ein Red Bull. Ja, Am Red Bull. Am Red Bull. Da willst du Energy. Dosen, da willst du Dosen saufst, trinkst bloß nochmal Sugar Blät, Blät. Raspir. Sugar Blät für Leute, Blät. Gut. Ah, ja. And there it goes, the Nivea is gone. Paschol nach wie Blair. Das war die Geschichte von Monika Gruber. Sukin Sin. Das war türkisch, glaube ich. Boah, die ist aber alt geworden, gell? Wer Sukin Sin? Zuckin Sinn ist auch alt, ja. Das bringt die Zeit Ja, mit Monika sich. Gruber. Ja, Monika Gruber ist alt geworden, finde ich. Ja, ich glaube, dass der die ganze Querdenkerei während Corona ein bisschen aufgehackt hat, oder? War die in der Zeit nicht ein bisschen aktiv? Ja, die ist ja Schon sehr. auch, ja. Die hat aber ziemlich wenig Shitstorm abgekriegt für das. Muss ich Na, sagen. weil Die die. waren, glaube ich, mehr fokussiert auf Nur und so weiter. Die waren Bekannte. Das stimmt, ja. Ja, das Monika Komische- Gruber ist also, die ist halt bei uns sehr bekannt, aber landesweit ist es nicht so bekannt. Na. Ist auch, die redet halt aber auch noch bayerisch. Also auch, hat halt auch Ausschweifungen in Richtung Hochdeutsch, muss halt. Die ist auch nicht Aber blöd. ganz, nein, eigentlich stockbayerisch. In ihrem Live-Programm stockbayerisch, ja. Schon, ja. Ja. Und aber wirklich, wirklich sehr lustig, aber sie lässt da nichts aus. Alle gesellschaftskritischen Themen nimmt's mit. Und ich finde, das wirkt sogar ein bisschen gezwungen, weil es einfach auf die Schiene einmal aussieht und jetzt nimmt es halt alles mit. Nein, du musst da überlegen, die ist schon sehr lang dabei. Ja, aber- Schon sehr lang aber dabei. nimmer lang. Die muss Ich glaub, die jeden hört jetzt auf, Scheiß, gell? jeden Scheiß mitnehmen. Das ist ja. Aber mir gefällt das, Aber- wenn eine halbwegs attraktive Frau für ihr Alter und so und vor allem eine Frau so futzert daher Ja, schmerzt, wie sie es das tut. ist richtig geil, Das richtig. taugt mir einfach, weil das so ein Kontrast einfach ist. Da rechnest du nicht damit. Das ist einfach Na, lustig. das ist auf jeden Fall. das Aber weiß, ich habe mir sie die ganze weiß Zeit eine das. Frage gestellt, hört die eigentlich unseren Podcast? Eine Frau Gruber, glaube ich, eher weniger. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, aber wie viele Aufrufe haben uns in die Podcasts, so wie wir Audio und Dings zusammen Ich sag einmal, wenn haben wir Wegen ungefähr- Einspasten. haben wir ungefähr so 10.000. Im neuen Kanal haben sie jetzt so 10.000, mindestens. vorher waren es ungefähr 15. Ich glaube kaum, dass da eine Monika Gruber irgendwie interessiert. Ja, aber es was muss man ja nur wieder- ein Aufruf sein. Und das ist sie. Wahrscheinlich. Kann mal das bitte jemand, der Frau Monika Gruber, Ja. Frau Gruber, wir würden mir gerne mal in unserem Podcast einladen. ja, aber ohne die Fette an der Bar. Das war wahrscheinlich eine Verwandtschaft. Und du glaubst, eine Verwandtschaft und jetzt so ist das Einladung, oder? Ich hab da noch so einen alten Gaming-Sessel da habe ich ungefähr 7 Jahre lang eingeschweißelt. Den Platz hebe ich mir für einen auf. So. Für die Fette. So, jetzt haben wir das auch Für geklärt. die Fetten. Nein, nicht für die Fette. Für die Fetten. Nein, Die darf wenn sie die im Fette Wohnhaus- kommt, dann die darf sie gehe im dann Wohnhaus geh ich. sitzen. Hat die über Tischkanten schauen können, wenn es steht? Da so. Na, der Bauchnabel. Ein Bauch auf Und seine Hosen da herum gehabt. So. Geil, Und Brüste da herunter, wo nochmal so eine tot ist. richtig geile Kartoffel, geil. Nein, boah. Geile Körperform wie ein vollgeschissener Sicki. Benutzter Kaffeefilter. Richtig geil. Arschfrist Hose. Richtig geil. Diese Form so richtig schön. So. Was tust du jetzt mit deinem Ständer? Ich überlege die ganze Zeit schon. Seit du so angefangen hast mit fette Frau. Hocke da und strengen nur das Tischkanten in den Tee. Das ist richtig geil. Das ist richtig, du kannst Einfach der überall Klassiker, einfach nur Motorboot so, oh Gott, was du. Der ist auch fahren. gut. Du kannst überall Motorboot fahren bei denen. Das ist so geil. Ja, richtig. In Zeiten ein. Da brauchst du nicht einmal Brust. Knierkein, überall kannst du. In Oberarm ein. Ja, einfach, das ist einfach. Alles kann ein Top Ja, sein. ins Doppelkinn. If you brave enough. Ah, lecker, das ist grenzwertig. Themawechsel, schnell, kann ich. So, verzeih was. Habt ihr Madonna gesehen, wie es jetzt ausschaut? Boah, leck! Es wird nicht besser.
Ding. Zum Zeitpunkt, wo diese Folge kommt, ist ja die schöne Zeile, es war Ja, die Grammys, bei oder? den Grammys, Oh, ja. leck mich am Arsch, Alter. Oleg, die Folge, die ist so voll mit Sexismus und Bodyshaming. Ja, aber was soll denn das eigentlich? Komm ich doch nicht, wie schauen wir die alte Schau an? aus wie die Puppen von so. Hast du die Vergleichsbilder gesehen? Wir können, also geht's mir ja nicht auf den Sack, tut mir nicht, schau dir die Alte an und sag mir ja nicht, dass das normal ist. Weil das ist ja wohl ein totaler Witz. Die schaut aus. Ich finde es wieder so geil, weil da habe ich ein Statement vorgelesen, was dann, glaube ich, auch gleich wieder auf das Ding gekommen ist mit, ja, und dann sagt man wieder in unserer Gesellschaft Sexismus und was weiß ich. Ach, halt und ich doch denke mir, den Maul. wenn jetzt jeder sagt, das ist super schön, dann war es okay, aber wenn jemand sagt, das gefällt mir nicht und sagt, das schaut scheiße aus, dann bin ich ein Sexist. Nein, bin ich nicht, sondern das schaut dann einfach scheiße aus. Fertig. Mir gefällt es halt nicht. Wenn es dir gefällt, ist es ja Ja, schön und dann gut. wieder frei. Aber immer gleich die Keule Es ist, schwingen. es ist eine Nummer ganz was anderes, wenn ich sage, der hat, ist eine Frau und die, oder ein Mo, ist ja scheißegal, da tut das Geschlecht überhaupt nichts zur Sache, weil es gibt da genug Typen, die mit 5 Kilo Botox in der Fresse ausschauen als heute, der Mickey Rourke zum Beispiel. Geil Was ist ist er. das? Geil ist er. Oder der Axl Rose. Was ist das? Geil ist er. Wenn ich zu einer Frau oder zu einem Mo sage, die sich nicht operieren hat lassen, du futzengrober Hurensohn, dann ist das echt eine gnadenlose Beleidigung einfach und geht eigentlich nicht. Wenn sie die aber so zusammenricht, gezielt, und dann kommt und sie möchte ja zeigen, wie super schön das ist, und wenn ich dann sage, du futzengrobe Scheißausfotze, dann ist das keine Beleidigung. Also irgendwie schon. Ich wollte jetzt Aber gerade. dann ist es eine andere das- Beleidigung, als wenn ich sage, Du hast selber zum Verantworten. die hast du selber zum Verantworten. Das finde ich auch so Genau geil. Ja, dass das sich ist da ja irgendwo beschwert wird. Geschmackssache. Ich verstehe Ja. nicht, du Das wärst ist so keine, hast du das Battle gesehen von der? Ja, natürlich habe ich Ja, das leg gesehen. mir wurscht, das ist keine Geschmackssache. Ja, ist schon, ist Warum gut. ist denn da keiner, der sagt, gute Frau, du schaust aus, und setzt 14 Runden mit Mike Tyson hinter dir? Das ist Vielleicht, Geschmackssache. ja, vielleicht gefällt das Leid. Hat er aufgesagt und ins Ohr bissen. Gell? Das finde ich so geil. Dann wird gleich wieder, wie du schon sagst, die machen das ja, weil sie sich dann zur Schau stellen wollen. Und wenn dann jemand sagt, das gefällt mir nicht, das schaut scheiße aus, dann sagen sie, oh, schaut Sexisten. Nein, Ja. bin ich nicht. Ich bin einfach auch in den Kopf und du schaust. Ich frage mich auch, was das mit Sexismus zum tun, aber wenn es ein Typ macht, dann Ja. mache ich das genauso. Wie gerade gesagt, Axl Rose, Mickey Rourke, die schauen alle aus, als was soll denn die Scheiße eigentlich? Warum Das ist denn da schaut keiner? mittlerweile aus wie mit 50er Lesben. Oder unsere Grundschullehrerin in die 90er. Ja, genau. Grausam. Das geile Bild von Stallone, oder? Zum Beispiel, ja. Das ist echt, dann lass mal Brutal. eingehen. Das Einzige, was ich sagen darf, oder was sagen darf, ist, dass es geht euch nichts an. Es braucht wieder Kurteilerlamm. Dann sage ich, okay, das darfst du vielleicht sagen, aber es hat nichts mit Ja. Sexismus zu tun. Was? Null. Verstehe Bitte nicht, das null. macht überhaupt keinen Sinn. Null. Nein. Null. Aber das ist nicht immer die einfachste Keule mittlerweile zu schwingen. Ja, das ist Ja, gegen wirklich- euch kann man ja das Keule ist schwingen, das ist wirklich- doch vollkommen wurscht. Die Leute, die sich da. Ich habe mich auch mal kurze Zeit mit Twitter auseinandergesetzt. Aber mittlerweile schon wieder nimmer, weil da drin kriegst du einen Schlaganfall. Geh, Eiwanger. Eiwanger ist dagegen. Eiwanger ist bester Mann am Platz. Da, also, das ist ja wirklich, da geht es ja um nichts anderes. Da geht es um nichts anderes. Als Keulen schwingen. Ja. Ja, ja. Das ist. Da geht es um nichts anderes. Normalerweise müsste ich das lieben, weil ich schwinge auch gerne die Keule einfach sinnlos irgendwo ein und schau, was passiert. Aber der das aber ist ja nicht- wirklich, da ist der Dinge hier. Abschaum der Menschheit unterwegs, der da eine Scheiße einschreibt. Da wo ich mir denke, Leute, wenn das Leute ernst nehmen oder ihr das ernst meinst, was ihr da schreibt, Alter, wir sind mal alle dem Untergang geweiht. Das ist Fair. leck. Nehmt ihr das Internet weg. Ja, langsam kehrt der Internetführerschein her. Richtig. Ich war für einen Führerschein für Tierhaltung, war ja für einen Führerschein. Ja. Ja. Wenn wir gerade bei Führerschein sind. Weil ich denke mir das also ganz oft, da schaust du wieder Leute, die haben einen ganzen Rudel Hund daheim. Einer verwahrloster als der andere, das Härchen am verwahrlosesten. Ding. Redst du jetzt, was redest du? Hey, langsam Ja, rein. Tun sind toll. Tun sind toll. Was ist mit den Katzen? Darüber haben wir gar nicht geredet. Ja, ich darf sogar für einen scheiß Hamster einen Führerschein, weil wie viele Viecher werden gekauft, ausgesetzt, her und sonst irgendwas. Ja, ich das sagen, kenn ich- Also nix beim von Hamster nix. ist es gleich vorbei. Ich habe auch meine Geschichte erzählt, wie mein Hamster ums Leben gekommen ist, aber ich war halt klar und behindert. Ja, das wissen wir. Das war nicht passiert, wenn ich den Führerschein nicht machen müssen. Seh. Du musst jetzt also für Fahrrad einen Führerschein machen. Ich darf für jedes Viech dort einen Kurs voraussetzen, dass du den gemacht haben musst, dass du dich auskennst mit dem Tier und ja, wer beim Aussitzen erwischt wird, der wird sowieso ausgesetzt. Ja. Da gibt es dann bestimmt einen Das guten ist ja Schwarzmarkt wirklich, ich finde aber auch, ist das vielleicht auch ein bisschen viel Urban Legend, deren das Leute wirklich, dass wenn sie in Urlaub fahren, Ja, was meinst du, warum die Tiere bei uns alle überfüllt ist sind? das, ich kann mir das Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also, du magst doch die Viecher dann irgendwo. Ja, das auch. ist ja Du das, baust aber dir da Bindung mit auf. Corona war da ganz ein kannst großes, doch den großes nicht Problem. einfach an der gibt's Warum ja nicht, ne? an der Autobahn? Ja, da fahren viele vorbei, da nimmt man vielleicht einer mit. Ja, aber ich kann doch einfach ins Tierheim fahren und sagen, Leute, ich Ja, da bin muss ja überfordert was damit. zahlen. Da musst du Und vielleicht dann, einer was musst du, zahlen. und dann musst du das anhören, das was sind bist du für ein sicher Arschloch? Wichser, Mann. Ja, und was bist du für ein Arschloch? Und das glaube ich nicht, dass du das anhören musst. Da hat nicht dann ein Tierheim irgendwo in der Verantwortung, dass man sagt, hey,
akzeptiert das dann und labert die Leute nicht voll, was für Wichser das sind. Ja, aber wie dann viel- kommen sie vielleicht und setzen die scheiß Hund nicht irgendwo aus, sondern sie kommen und sagen, Leute, es tut mir leid, ich bin überfordert damit, Ja, aber wie Hilfe. ist denn das genauso? Eine Babyklappe ist auch immer anonym zum Beispiel. Also Ja, dann sollen sie halt eine anonyme Tierklappe einführen, ist das so schwierig? für Hunde. Ja, für Hund, Katzen, was weiß ich nie, dass ich mit dem Hamster einjieten kann. Hey, du holst auf wie wir, ja, komm rein! Scheiße, daneben nochmal. Warte, die schießen zurück. Ja, Tor aufzeichnen, mit so einem Loch links unten und rechts um So ein kleiner Büro-Basketballkorb. und dann einen Hund Dann eingreifen. Unten liegen lauter Hamster schon von anderen, was du reinschmeißt. Das ist... Nein, ich mein, Keine da- Ahnung, das ist ja, ich finde es also krass, mir hat erst aufgefallen, in einem Film, den haben wir vor einer Zeit angeschaut, in Abyss, da hat einer einen Ratz. Der hat die ganze Zeit dabei auf der Schulter und so, und der ist halt immer da, und er ist so der Techniker und kümmert sich um diese Unterwasserboote und so. Und dann kommt der Wasser rein und alles eskaliert halt voll, und dann sperrt er die Ratz. Was heißt sperren? Die tut in so eine Plastiktüte rein, macht halt zu, damit sie halt überlebt und nicht das saufen muss und so. Und dann schwimmt die da so umeinander, voll tragisch und alles geht unter und Leute sterben da und da. Und den ganze Szene lang, die ungefähr 5 Minuten dauert oder 3 Minuten, bin ich volle Kanone gestresst, aber nicht, weil da Leute verrecken, sondern weil der Ratz was passieren kann. Und dann sitze ich die ganze Zeit da und denke, oh Gott, wenn die Ratz jetzt stirbt, flipp ich aus! Es ist immer so. Warum ist denn das so? In vielen Filmen, ich sage jetzt bloß zum Beispiel I Am Legend. Ja, ja. Alter, wenn der Hund am Ja. Das ist das Schlimmste auf der Welt. Da war ich. Und da sitze ich da wie ein kleines Schuldirndl, Ja. Alter, und bin komplett fertig, wenn der Hund in seine Arm stirbt. Alter, oh Gott, ist das... Er, wenn dann verreckt, das ist mir scheißegal, Alter. Aber der Hund, warum ist das so? Das ist eigentlich eine gute Frage. Warum ist das Da so? habe ich vor Zeit selbst drüber gelesen, aber ich kann es leider nicht mehr wiedergeben. Das haben aber so eine Studie drüber gelesen, warum Ständig, man das darf mich da richtig voll mit der interessieren. Empathie und mit dem Aussehen von die Tiere zum tun. Aber was genau der Hintergrund war, weiß ich nicht mehr. Wieso triggert mit sind- dem der Tod einer Ratte? Wenn So ich voll krass lieb schon. ist. Ja, ich habe auch selber mal 2 Ratzen gehabt und müsste heute in der Dr. Jekyll, vielleicht deswegen, ja. Gewesen. Aber kommt vielleicht schon mal bauen die dazu, einfach ja. mit Absicht so an eine Beziehung auf mit dem Viech, weil das ist halt dann immer mit dabei und Co. Und dann baust du automatisch dann auch, es wird Vielleicht, weil sich ein Viech selber in so Situationen nicht helfen kann und dann tut es dann noch mehr Leid oder keine Ahnung. Das ist, war jetzt einmal eine gute Frage tatsächlich. Und weißt du, wenn du sagst, das Viech, das tut ja kaum was. Das kann ja, also Ja, ist immer brav. kann und nichts dafür Zwei und so. Charaktere sind immer Arschlöcher, aber du sagst, mein Gott, ich kann es gar nicht, da warten, bis der Jason kommt und haut er den Kopf in der Mitte auseinander mit der Macheten. Es gibt aber auch Weißt du, echte, Outfit gut, es gibt auch gefakte sicher Videos, wo Hunde auf der Straße und so weiter geholfen wird, da wo Leute vorher die Hunde erst fertig machen und dann für ein Video wieder aufbritzeln. Da wo ich mir denke, ein sicher leck. Es gibt da auch echte solche Videos, ist noch gar nicht lange her, habe ich uns gesehen. Da haben so Feuerwehrleute und die ziehen halt da Leute aus dem brennenden Feuer raus und was weiß ich was und unter anderem eine Katze. Das ist, glaube ich, so eine rote. So eine rote. Eine rote Katze Ja, und die das hab ich auch belebt gesehen. dann wieder. Ewig lang mit der Feuerwehrmann hat die dann so in der Hand und drückt da Ja. umeinander Ja, kenn und ich belebt nicht, halt die hab ich wieder und gibt ihr Sauerstoff und so weiter. Am Schluss lebt dann die Katze wieder. Das hat mich 100-mal mehr mitgenommen, wie die Leute das vorher ausziehen. Da wo ich mir denke, ich weiß nicht, warum mir das wurscht ist, aber die Katze, wenn stirbt, wie richtig anreidig, krantig. Das ist eigentlich ein ganz krasses Phänomen, gell? Ja, warum ist Aber das ja, so? Ich muss mal schauen, also entweder war das auf Funk oder so, irgendwo haben die jetzt erst so einen Bericht darüber muss ich nachschauen. Teilcode, warum das, wie das zu erklären ist. Frage an unsere Zuhörer, ab in die Kommentare. Geht's euch da auch so, dass bei Viecher das einfach viel mehr Emotionen triggert oder bin ich da speziell, was weiß ich? Ich hasse Menschen das kann jetzt natürlich auch sehr gut sein. Scheiße. und hasse Kinder und mag auch keine, aber hab 15 Viecher daheim. Das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Völlig Das verwahrlost. ist überhaupt nicht wahr, du Ja, Wichser! die schauen aus, das könnt ihr nicht vorstellen. Schau mal, Gnil, das ist ein Haxen. Ich was wollte man gerade sagen sagen, schau so ein Hähnchenschenkel. Ja, richtig. Ja, den gibt's ja irgendwann einmal. Lass bitte ein. Ich mag den nicht essen, bitte. Magst du nicht essen? Nein. Das ist ein guter. War nur Nein. Gesicht, oder? Das ist jetzt so geil. Achso, ich hätte mal den reißt du vorher ab. Irgendwann muss ich es einmal Spofacki. filmen. Irgendwann muss ich es einmal filmen, wenn es versucht, sie mit dem Fuß zum Kratzen. Das ist so geil. Das ist so geil. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber der Gnedl ist ein rumänischer Straßenhund, den wir halt da ausgezogen haben. Und der hat einen kaputten rechten Hax. Der hat keine Schmerzen, kein gar nichts, war 100.000 Mal beim Tierarzt und was weiß ich. Feit nichts. Aber der ist halt ungefähr 84 Mal pro Jahr gewesen. Schon von Geburt an oder halt eben nicht, das weiß man nicht. Aber egal, auf alle Fälle ist der halt gestarrt und gerot. Und es schaut halt erst schon mit geil aus, wenn es geht so. Und dann sitzt sie da nicht nachher. Aber es ist ihr völlig wurscht, wenn die zum Fetzen anfängt, dann legt sie ihn an und ist genauso schnell wie der große Hund. Und wenn die versucht, sie mit dem zum Kratzen, so,
dann haut sie sich so am Kopf auf. Das ist so geil. Ne? Und ich sitze daneben und weiß nicht, ob ich lachen, ob ich weinen soll, ob es ich kratzen soll oder keine Ahnung, was ich damit tue. Das ist so geil. Dann schaut er der kleine Tschernobyl-Hund und haut sie auf den Kopf auf. Er ist einfach so geil. Verdammte Knädel. Jetzt haben wir alles zu tun, gell? Ja, jetzt haben wir alles durch. Jetzt haben wir Tiershaming, ja. Fette Behinderte. Du hast mit Sicherheit Frauen. nicht. Hast du eine fette Frau dabei? Ich hab den aber auch nicht daheim. Kannst du eine fette würde ich nehmen. Nein. Die findest Da haben wir eine Leckfolge letzte Da Folge. gibt es einen guten Tipp, die installiert einen Tinder-Scheiß, gehst du mal wieder ins Rezo oder so, das macht jetzt da nicht zu. Die hat schon zu. Hat Und schon dann, zu. das hat schon zu, Rezo scheiße. ist schon Dann gehst du in gone. irgendeine Disco und um 3 Uhr meistens geht's Licht da. Und wer dann noch da umeinander steht, tust du leichter. Ach so, ich meine, die warten mal, bis wir mitnimmt um 3. Aber Kannst das du hat auch. bis jetzt Das auch ist, noch das ist keiner. nämlich mir passiert, weil wir bei mehrgewichtige Frauen sind. Mit Tinder. Ich darf mich gerne einführen, dass man gewisse Leute dann wegen irreführender Werbung verklagen dürfen. Ach du Scheiße. Weil ich das mal ausprobiert und schreibe mit einer und die hat wirklich gut ausgeschaut auf die Dinge, weiß ich, aber die Geschichte mir verzeiht. Aber das Bettel ist bloß ab da aufwärts. Ja, bis dahin ungefähr. Das hast du gesehen und so. Und dann, ja, passt. Und so, kommst du vorbei auf einen Kaffee? Und so, ja, Freddy, komm vorbei auf einen Kaffee. Kaffee. Kaffee Das ist auch Cola, hat er drin, habe ich gesagt. Gell? Aber auf alle Fälle, ja, hat man halt dann, war so ein Troll vom Fronturlaub von Moria praktisch. Da haben wir die Hat er Tiere Katapult aufgemacht. von Gondor jetzt. Leck mich am Arsch, gell? Ich hab Ja, da das sehr ist gute die- Und Diskussion. dann haben wir Ja. gedacht, das ist ja. Warum stellst du dich denn so zur Schau, Ja. wenn es im echten Leben dann anders natürlich möchtest du vielleicht deine Chancen einfach erhöhen, dass du angestimmt wirst. Aber dass der vielleicht- Moment, wenn die Tür bei dir aufgeht, Ja. der muss doch so unangenehm Ja. sein. Die muss ja das gesehen 100-mal haben. unangenehmer, als wenn du gleich einfach zeigst, wie du bist. Ja, genau. Richtig. Und die hat er mir, also die hat er dann gesehen, ich bin aufgegangen und da steht sie und ich hab kurz innehalten müssen. Das war halt, weil, Ja, ja, ich hab mir dann echt sorry, ich schauen hab mich müssen. verklingelt. Ja, Ist das jetzt da ist übrigens das falsche Schädel drum. Hallo, ich bin Tschüss dann. Amazon. Ich war dann nett, dann haben wir einen Kaffee getrunken, habe ich noch Kippen geschnurrt, bin ich abgehauen. Aber Aber das war, Bist du zu ihr gekommen? ja, Oh, Entschuldigung, verklingelt. ja. Ja, aber die hat er mich, weil ich hab mir ja nicht verstanden, die hat er gewusst, wie ich ausschaue. Also ich habe nicht angenehm verklingelt. Nein, da bist du schon richtig bei mir. Nein. Ich geh auf den- da habe ich eine ganz witzige Diskussion gehabt mit einem guten Kumpel vor Gürtel. einer Woche. Nein, Gürtel? nein, ja, Okay, wer mit denn? dem Gürtel. Mit Gürtel. Mit dem Gürtel. Immer mit irgendjemandem. Und ja, immer. Wer sonst? Ich hab sonst keine Das ist ein Freunde. guter Diskussionspartner, der Gürtel, habe ich gehört. Ja, und der hat mir zum Beispiel gesagt, er wäre dafür oder er mehr, dass so Seiten wie Tinder oder so Dating-Seiten einfach verstaatlicht werden. Weil es einfach so ist, weil er festgestellt hat, der hat die Tinder Premium gegönnt. Was kriegt man da dann eigentlich, wenn man einer Ja, das ist ja mega behindert. Kannst mehr Superlikes verteilen, oder? Kann ich dann, kriege ich dann die scharfen Es Models, gibt dann die super rechts Likes. zwischen. Das ist eigentlich schon wieder geil. Du kannst ein Like verteilen und es gibt dir Ist super sogar Likes. Tinder Pay to Win, möchte ich sagen. Ja, Okay, heute safe. Aber Und deswegen hat er gesagt, wie hat er 600 gesagt, oder? ja, es ist ja das Problem, wenn du das Ganze im Endeffekt nicht, wenn du dafür zahlen musst, das können sich ja manche Leute nicht leisten für die Liebe und lauter so ein Scheiß, Inge. Und ja, auf jeden Fall, er findet es so base, dass das so ist und er möchte, dass es gern verstaatlicht wird, dass da jeder die gleichen Chancen hat für sowas, dass Für die jeder Liebe. die gleichen Leute kennenlernen kann. So, geh doch raus, lern Leute kennen. Das ist ja eine verrückte Miezi. Aha, der macht Schattenspiele. Ich mag Schattenspiele. Was du? Hey, Kari, ist das die Ohren? Ich flippe aus. Vielleicht hat es gerade zugehört, oder? Mein Schatz! Kugelkett. Stark. Ah, ja. Starke, Gott, starke, Gott, Gott. starke. Also es war wirklich eine interessante Unterhaltung. Die hat sehr lange gedauert und die war sehr intensiv. Ja, dann bei mir ist sowas nicht passiert, weißt du? Das war nämlich gemein. Ja. Danach habe ich dann gesagt, nein, ich mag nicht mehr. Ich krieg's dann mit, wenn ich so Sachen lese, auf irgendwelche Social Medias oder Nein kriege oder irgend sowas, wenn dann die nicht reinschreiben, dass Kinder haben, dass nicht, lauter so Sachen so. Ja. Wie unangenehm muss denn dann der Moment sein, wenn du dann da bist, dann sagt er so, okay, du bist 1,70 Meter groß und wiegst 120 Kilo. Ja, Entschuldigung, ich bin jetzt so ehrlich, nein. Ich stehe nicht auf Heidi Klum. Entschuldigung. Willst du von der Couch nicht in ihr Bett schleiern möchten und nicht vom Kind? Da bin ich glaube ich falsch. Und liegst lauter bei so 3 Jahren Was Sachen. deine Tochter auch Tinder? Nein, ich kann noch nicht lesen. Die muss ich gerade wischen, die muss ich lesen. Onkel Werner joined the chat. Allein die Vorstellung, dass du Lecker. mitten in der Nacht umgehst und liegst im falschen Bett. Ja, das ist nur unangenehm. Und auch ein paar so Vorstellungen von manchen, die so exorbitant hoch sind. Weil ich kriege halt das alles nicht so mit, sondern nur vom Hören sagen und lesen. Wenn dann irgendwelche
Single-Moms Mitte 30 mit 3 Kindern von 3 verschiedenen Männern irgendwelche Anforderungen stellen, von wegen, der muss mindestens 1,85 Meter groß sein, durchtrainiert sein, aber sie schaut aus wie ein scheiß Kartoffel, hat 3 Schratzen dabei von 3 verschiedenen Typen, da wo man ich denke, halt die Fresse, wir waren das. Anforderungsprofil wie bei einer Stellenausschreibung von der BMW. Ja, Grausam. da wo ich mir sage, so, was genau bringst du mit in diese Beziehung außer 3 Kinder. Kindergeld! Kindergeld und Probleme und dein Fetten, Aber ist doch fette nicht Scheißen. schlimm. Die können ja trotzdem ein netter Mensch sein. Ja. Ja. Also, die können ja trotzdem ein Gewinn für dein Leben sein. Ja. So muss das sein. Ja. Aber auf Tinder schaut man ja nicht für Gewinne fürs Leben, sondern Gewinne für sein Penis. Für maximal 30 Sekunden. Genau, da schaut man nur für Besamungen. Mann, jetzt wird das ganze Tinder ein bisschen verschmutzt irgendwie. Heiliger Bimmel. Wenn du serious shit machst, dann musst du Zum auf Glück sind wir gut Parship- Guys, wie auf deinem Cap. Elite-Partner. Ich habe mir ein How-to-Online-Dating gemacht. Ich pasche Da kommt auch vor, der Gondor. Gondor dran, ja. Da kommt die Fette und Ja, doch, stimmt. und bringt der Katapult mit. Ja, wo ist scheiße, ob du die dir aufmachst oder nicht. Ich kenne da eine. Grausam. Ja, wie gesagt, irreführende Werbung ist so, ob sie als Geschäftsmann wirst du für das verknackt, als Privatmann, Frau, Kannst mal was möchtest, ja. kannst du echt... beim Kahn ist ja wurscht, weißt du schon, den kannst du verarschen. Ja, kann ich das mal. Sprit hat eh nichts gekostet, weißt du, vorher heute schon nicht mehr. Wird man das Wie weit zahlt? bist du denn gefahren? Bis auf Köln. Nein, so 10 Kilometer hin. auf Gondor. Wie weit ist ein Gondor weg? Hey Siri! 5 Tage Hey Siri, wie weit ist Mordor entfernt? 5 Tagesritte auf Schattenfeld. Stark. Sehr, sehr stark. Ja, wie gesagt, Du hast nur dabei, Florian. wir kennen Was ich nur dabei habe. Ein bisschen was hast du schon noch dabei. Aber schau mir auf den Schlauch. Soll ich mir aufschauen? Schaust du mir auf. Was hast du nur noch Boah, ich mitgebracht? habe eigentlich so richtig. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und mir gedacht, was kann man die Leute fragen? Leid. Nein, eigentlich zwei Leute heute. Okay. Ja, eigentlich zwei Leute. Uns zwei Leute. Es gibt doch so Berufe, da macht man keine Werbung. Also eigentlich macht ja jeder Scheiß Werbung. Aber es gibt Sachen, da macht man keine Werbung dafür. Und das sind so Sachen wie zum Da Beispiel wird jetzt gefragt, was zum Beispiel? Starter. Bestatter, weil da haben wir ja schon mal drüber geredet, da wo ich das eine Profil von denen so sehr liebe. Aber, was ich auch eine geile Idee fand, warum machen Ärzte denn keine Werbung? Ich schneide sie am besten auf. So richtig so geile Plakate, so vom 45-jährigen Ahmed oder Armin. Ja, das ist aus demselben Grund wie beim Bestatter. Warum Du nicht? gehst zum Bestatter und Aber zum im Arzt gehst du nur, wenn du musst. Ja, aber und das dann ist ja gibt es in deiner Stadt bloß einen und dann gehst du halt da hin. Aber jetzt stell mir vor, du hast wirklich ein Problem. So Knieproblem. Wenn jetzt wirklich so, wie Dann der gehst Werbung du- fängt vor am Arzt, oh ja, ich habe mich spezialisiert auf Knie-OPs und. Deren so aber eigentlich so Hausärzte und so haben schon Internetseiten, wo dann super nett ist, wir haben jetzt wir sind wir kein, Ja, aber wenn ich jetzt einmal auf Instagram scroll, dann möchte ich schon mal sagen, so, ja, keine hier. Hausarztpraxis, wir sind eine Familie. So ein Scheißen, so ein Dreck und so. Ja. Das Aber- aber beim Bestatter, glaube ich, gibt es das nicht. Ne, Aber ich es kenn- gibt so einen, der macht ziemlich Also, lustige Werbung, oder? Also, der hat, glaube ich, irgendwie Grafikdesigner studiert oder irgendeinen Scheiß oder das gelernt und macht halt da laut, da habe ich einen Kalender hab ich mal gekauft von denen. Ja. Von HW Bestattungen heißen die, hin und weg. Was schreiben die da so? Ja, die zum schreiben halt Beispiel? nur Scheiß ein. So zum Beispiel machen diese Werbungen mit drauf mit wir finden Rauchen toll. Oder die nächsten Das ist eigentlich 25. schon witzig, mit Oder- dem Thema so umzugehen. Oder am Bahnhof so irgendwie am anderen Gleis steht dann, bitte gehen Sie noch 2 Meter oder bitte kommen Sie ein Stück näher. Ja, das ist, Alter, wirklich richtig starke Sachen. Oh Gott, wie viel Shitstorms kriegen die am Tag? 400? Nur der postet dann die ganzen Sachen, was dem auf Twitter schicken und so. Also, das ist richtig Das ist gut. Golden Content, da ich sagen. Ja, also der macht das, da ist jeden Tag immer einer dabei. Was Da gibt es denn noch, was aber wirklich keine Werbung nicht macht in dem Sinne? Ja, Überleg auch grad. Ärzte immer noch. Ärzte machen keine Haben wir Werbung. schon gehört. Mann, Ja, aber wie gehst du denn vor, bei welchem Hausarzt bist du? Das nimmt dir deine Eltern nehmen da doch schon ab. Ja, aber- und da bleibst du aber dann warum? normal. Ja, wenn du auf Instagram scrollst, oh, ich kann da eine Haushaltsbrauche, vielleicht kommt da mal so eine Bewerbung. Ja, aber so habe ich das auch. Ich habe irgendwann mal zum Hautarzt müssen, da war ich noch nie. Dann gehe ich auf Google, suche nach Hautarzt und dann. Ja, aber eigentlich total behindert. Du suchst da überall das Beste raus und beim Arzt so, wo ist der nächste Hautarzt? Maximal 20 Stimmt Kilometer irgendwie, vor dem Weg. Ja, Warum? Ja, weil es einfach davon ausgeht, dass ein Doktor ist. Und das ja, aber da schreibt geht es man nicht auch. nach Leistung, sondern Der der hat muss eine halt einfach, sehr der muss das lange wissen, Punkt. Ausbildung genossen, der muss das einfach kennen. Der soll mir nicht mein bester Freund werden, sondern der soll durch den Pfleger Ja, aber es gibt ja da trotzdem, ich sag mal so, Ja, ja, scheiß Klopapier, du Penner! Nee! Du bist jetzt weg! Sag mal, du Häfischen. Ein Rollenspiel bei mir Ja, daheim. genau, der kann ich wieder. Klopapier. Na, aber es gibt doch trotzdem, der eine Kunde ist doch besser wie der andere. Also, Als der andere. ach, halt dein Maul. Genau das meine ich. Na, das.
Warum eigentlich nicht? Was macht Dafür gibt es Drucker? Google-Bewertungen. Aber auch Medikamente, ja, durch Medikamente mal Da schon hast du aber schon mal geschaut, da haben generell bei alle Ärzte und so, das ist ein guter Punkt, das ist mir dann im Jahr, da haben wir wieder bei diesem Hautarzt, der hat nämlich nur 1-Sterne-Bewertungen. Und alle haben total anreitig geschrieben, so, aber nicht ein unfreundlicher Wichser und was weiß ich. Und denken mir, das ist ein klassischer Fall, weil es eben keine Werbung machen und weil sie sich nicht darum kümmern, das weiß ich jetzt zum Beispiel aus meiner Online-Shop-Karriere, wenn man so möchte, dass wenn du da nicht darum kümmerst, um die Leute aktiv aufzufordern, hey, wenn du das cool gefunden hast, geh bitte auf Google und lass eine Bewertung da. Wenn du das nicht tust, wer geht denn dann auf Google und schreibt Bewertungen? Nur der eine von 1000, der volle Kanone angepisst ist, warum auch immer, weil er, was weiß ich, weil er Weil er eine halbe Stunde lang gewartet hat. entweder das oder weil er vorher auf einem Konzert von irgendjemandem fühlen lassen worden ist, aber eine kleine fette Kartoffel ist und dann schreibt er so einen Scheiß da rein Alter, und Leute lesen das dann. Würde ich auch eine Bewertung schreiben. Das ist ein guter Punkt. Genau so läuft es nämlich. Und deswegen haben die ganzen Hausärzte alle sauschlecht bewertet, weil denen einen Scheißdreck interessiert, wo du gehst ja nicht als Patient da aus, die so, ja, das ist mal ein bisschen Laukaluambabo, das ist über die Scheiße heißt. Und ganz viel dringen, ja, und übrigens, lasst mir nur eine Google-Bewertung Genau. da. Sagt ja keiner. Und keiner geht aus dem Doktor aus und sagt, hey, das war ein richtig tolles Erlebnis. Ja, aber mit jedem 5 Scheiß Sterne. lässt die durch Werbung beeinflussen. Aber warum eigentlich nicht, wenn es um deine Gesundheit geht? Das ist eigentlich schon eine gute Frage, finde ich persönlich. Das ist schön für dich. Ja, Weil ich glaube, dass Hausärzte generell wie soll ich sagen? Narrenfreiheit genießen. Ja, und- ja, das erstens. Das haben sie sich ja erarbeitet, wie glaube ich, das darf ich jetzt mal so studiert. sagen. Ja. Ja. Und wie lang? Ja, ein Dreiviertelsleben wahrscheinlich. Dann haben sie sich das können sie sich erlauben in meine Augen, sagen wir es so. Arzt lernt ja nie aus, der muss immer weitermachen. Genau. Ja, aber ich sage jetzt mal, ein Arzt Mitte 40 mit einem anderen Arzt Mitte 40 bei uns, nehmen wir 2 Hausärzte, dann haben die von ihrem Können, glaube ich, relativ gleich. Glaube jetzt einfach. Ich weiß nicht. Das kommt dann drauf an, wenn dann ist er dann Mitte 50, der hat 10 Jahre mehr Erfahrung, das kann dann sein, dass der mehr Ahnung hat, ja. Ja, die können da Ja, aber- unterschiedlich mehr wissen in bestimmten Bereichen. Aber Das ist ja der Punkt. dann der Jüngere hat wahrscheinlich mehr mit Internet und etc. zum tun, der macht die bessere Werbung. Ja, oder vielleicht höchstwahrscheinlich. Online-Beratungen zum Beispiel. Gibt es ja mittlerweile auch. Ja, stimmt, das ist in Corona, ist das aufgekommen, oder? Ja, Das ist- mittlerweile kannst du ja zum Teil schon direkt so Online-Dinger machen. Bei uns Man kann sich ja man einfach, das bin früher zur Verfügung gestanden, weil ich bloß einen Oger verbrauchen und sage, ich bin krank, ja, da Krankschreibung. Oh, Leg lecker. mir mal Ich schon hab dabei. nie gearbeitet. 10% 10% in der Schule 20% in der Arbeit gewinnen und sonst immer nur, oh, Bauchweh. Und der Papa hat Telefonrechnung gezahlt von nur aber 100 Euro. Was ist damit los? Immer die gleiche Nummer. Das war dann schon klug, wenn du 0900er Nummern von damals einfach Nummer hättest zum Krank schreiben. Die war schon Das ist interessant. Ja. Scheiße. Was nur Habe ich noch nie interessant. drüber nachgedacht. Ja, nicht. Ja, das ist mir gekommen. Vielleicht interessiert es auch einfach keinen. Hey, was Aber du gehst oft zum Doktor. Aber den habe ich ohne Werbung gefunden. Ja, Doktorauswahl ist ja oft einmal ein bisschen so eine Mundpropaganda. Ja, ganz oft. Aber Das ist ja- da war ganz ich oft nur mal- das Mundpropaganda, wie wir Werbung hätten. My heart is a jungle. Mundpropaganda war das Thema bei Ärzte. Propaganda-Style. Okay. Ich habe nämlich meinen Orthopäden damals Ich geh anhand jetzt von, einfach. anhand von negativer Mundpropaganda ausgewählt, weil ich nämlich mit einer geredet habe und die war auch so, Kaliber vollgeschissener Socken. Und die hat sich dann vorgestellt, das ist so ein unfreundlicher Depp gewesen, der hat gesagt, dass ich jetzt dick bin und dann habe ich gedacht, ja, du bist aber auch jetzt dick. Und der hat dann unter anderem gesagt, sie müssen halt ein bisschen abnehmen, weil ihnen die Gelenke und ihren Rücken halt durch das auch mit geschädigt wird. Das ist ja halt einfach mal wieder wissenschaftlicher Fakt. Und da haben wir gedacht, das taugt mir, wenn einer so ehrlich ist, da gehe ich hin zu dem. Und ich war begeistert von ihm. Weil er Das nicht ist gesagt gut, hat, ja. dass ich jetzt fett bin. Da habe ich auch die Geschichte. Das macht Ganz ja nur bei ehrlich, das hat Frauen. meine Sexist ist er. Mutter mal erzählt. Da war die Kind, die war beim Arzt und hat der Arzt halt irgendwie gesagt, ja, in dem Besprechungszimmer, dann hat sie Angst gehabt, weil er gesagt hat, ja, sie haben Adipositas. Und dann ist halt drin gewesen. Nein, das ist eine Adidas-Hosen. Und dann hat sie gewusst, was das ist. Im ersten Moment, also. Und dann hat sie es halt gesagt und dann hat der Arzt die dann aufgeklärt und hat gesagt, puh. Geil, ich bin bloß fett. Ja, ganz geil. Ah, scheiße, irgendwann, es ist super Krebs, dabei bin ich bloß fett, super passt, okay, bye. Eigentlich eine ganz witzige Geschichte, jetzt hat die auf der Zunge zerkillert. Finde ich gut. Ja, fein, ich bin bloß fett. Gibst du an? Wie war's denn beim Doktor? Ja, ja, voll den Stress gehabt, Alter. Die haben sich gemeint, Der hat ja, dann ich muss gesagt, fett. Aber ich hab gesagt, ich bin bloß fett, passt schon. Oh, noch mal Glück gehabt. Schön. So, jetzt stimmt man die Schuhe aus, ich kann nicht mehr. Kannst mir bitte an die Schuhe hinkommen. Ich komm nicht oben, ja. Ich komm nicht oben von lauteres. Ich bin von lauteres Adipositas Scheiße im positiv, Sinki.
wie der Träger, wenn er 2 Meter geht. Das ist also ein Thema, aber das kann man uns auch mal. Der Podcast ist vielleicht die einzige Plattform, wo wir uns da mal drüber unterhalten können. Über den Herrn Lord von Drachen. Der ist wieder live, gell? Ja. Hab ich schon das jetzt gesehen. live? Also ich bin so, nicht mehr so, er sitzt ihm nicht ein. So. Weil da kann man 3 Folgen füllen damit. Alter. Was der Typ, aber das wird zu viel für heute, fürchte ich. Das wird, glaube ich, zu viel. Da ziehen wir eine gewisse Art von Leid oder denen. Ich bin auch einer von denen, aber ich mag es nicht da. Das ist ein schmaler schwierig. Grad, was man für Leid ja, bezieht. schwierig. Da ist der Grad wirklich ganz schmal und die verstehen gar keinen Spaß. Das ist, aber ich darf mich einfach gerne mal drüber unterhalten, weil ich halt das auch konsumiere. Schauen wir mal, vielleicht nehmen wir es mir irgendwann. Ja, das kann man vorher sagen, weil ich habe von dem noch gar nichts gesehen. Ich habe das eben dann nur nebenbei Vielleicht ist das verfolgt. gerade dann, ja, es ist so schwierig zu mir erklären, weil das ist so viel. Dann machen wir es mit einem Tablet in der Mitte und du sprichst dann über Sachen vor allem und dann reden wir drüber. Wir könnten einen Reaction-Podcast. Ah, er bringt mich um, bevor er einen Reaction-Podcast Er macht macht. einen Reaction-Podcast. Er macht einen Reaction-Podcast. Ja, Da bin ich dabei. das weiß ich schon. Freunde der Sonne! War das eine gute Folge oder was? Ja, Und dann schreibt Felix in die Kommentare eine, war eine gute Folge oder was? genau. Ja, und lasst mir ein Like da und ein Abo und Glocken und den ganzen Hurenscheiße. was Flocke das mit 3Gs. ist. Flocke mit Hört 3G. doch auf jetzt. Mann, das Wo reicht ist der nicht mehr. Gürtel? Das Wo ist der genau. Onkel Berner? Der ist auch dabei. Heidi Klumpen. Heidi Klumpen ist- Fazit des Tages, Hashtag Heidi Klumpen. Immer die Fetten. Immer die Fetten. Ich hoffe, die hört den Podcast. Das war super. Wer hat Heidi Klumpen? Heidi Klumpen. Oder die Fette? Die fette Klumpen. Ist jetzt eigentlich nur Seed Heidi Klumpen oder nehmen wir jetzt Heidi Klumpen allgemein als Wort für Fette Leute. mehr Heidi gewichtige... Klumpen. Geil. Heidi Klumpen ist schon geil. Ja. Aber jetzt halt, ich möchte mit mir haben, aber jetzt halt, heißen die Fetten einfach nicht mehr fett, sondern halt einmal du Heidi Klumpen. Ist es dann für alle Geschlechter oder müssen wir Ja, ja. für Mann Ja, und das Weibern ist überlegen? geschlechtsneutral. Okay. Der andere ist dann der Heide. Der Heide Klumpen. Heidi Klumpen. Heißt es dann Heidi Klump innen oder Heidi Klump außen? Heidi Klump fett. Er ist quasi positionssexuell, was? 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 Heidi Klump. Genderfluid, oder? Wie ist das? Genderfluid, irgendwie so, ja. Ich weiß Das nicht. ist scheißegal. Jetzt halten wir unser Ja, Maul und hauen wir ab. Richtig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kaum im ersten für deinen Beitrag. Florian, imaginärer Hut, das ist immer der Das Größte. ist- Ich ja. hab 2, ich mach so. Hau ich dir jetzt verpisst euch, sonst flippe ich aus. Genau. Evidenz, Prominenz. Hau ich jetzt Pütter, ich so. Komm schon auf Aufnehmen drückt. Ja, hier, ganz ehrlich. Ja, deswegen habe ich eine Pause gesagt, du Aff. Affenmann. Das war so knapp, oder? Arsch. Das war so knapp, Geil, oder? darf ich da mal rein? Motorboot. Darf ich da mal rein?